Salut zusammen und herzlich willkommen zur 45. Folge von Swissinfo Doof Ask Switzerland. Gott sieht die Frisur geschleckt aus. Bevor wir aber mit den richtigen Themen starten, möchte ich darauf hinweisen, dass ich kürzlich gefragt worden bin, ob es nicht irgendwo eine Webseite gibt oder eine Ansammlung gibt, die alle Schweizer Jugendparlamente zusammenfasst. Ich habe in der Videobeschreibung mal die ein oder andere Webseite verlinkt, dort könnt ihr mal vorbeischauen, falls es euch interessiert. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass dort jedes Schweizer Jugendparlament vorzufinden ist, aber es ist sicher ein guter Einstieg. Und wenn wir schon beim Thema Webseiten sind, dann verlinke ich euch noch gerade eine andere Webseite, die von einem 15-Jährigen gegründet und geführt wird. Er heisst Nils Fiegewinter, ist erst 15 und hat die Seite namens theis.ch ins Leben gerufen, weil er gerne Geschichten erzählen tut. Und falls du diese Seite besuchen, wirst du dort nicht die aktuellen Schlagzeilen finden, sondern du wirst eher normale, seriöse Berichte über Stars, über Tiere, über die Schweiz, whatever finden, die halt nicht gerade das Aktuellste sind, aber dafür von Jugendlichen geschrieben, die das zusammen aus Motivation machen. Normalerweise kommentiere ich in meinen Videos ja eher politische Sachen oder skandalöse Sachen, die ein bisschen Diskussionsstoff aufwerfen könnten. Diesmal berichte ich aber einfach darüber, weil es mich beeindruckt hat, dass der das im Alter von 15 Jahren schon auf die Beine hat können stellen. Der Nils hat mich im August übrigens auch mal angefragt, ob ich dort mitmachen möchte. Ich habe damals leider abgesagt, weil ich keine Zeit dafür hatte. Aber ich gönne denen das natürlich von Herzen und Nils, falls du das siehst, well done! Tja, und ebenfalls well done könnte es Beef zwischen Dänemark und Deutschland sein. Dänemark hat jetzt nämlich stärkere Grenzkontrolle an der Grenze zu Deutschland eingeführt, das um einen grossen Flüchtlingsstrom nach Dänemark Einhalt zu gebieten. Das ist jetzt auch wieder so ein Satz, der ein wahrer Zungenbrecher ist, aber ich habe es geschafft. Trotzdem ist aber Deutschland alles andere als erfreut, denn viele Deutsche haben gehofft, ja, vielleicht sind wir Deutsche für die Flüchtlinge nur eine Art Zwischenstation, die gehen dann über Dänemark weiter in die nordischen Länder, in die skandinavischen Länder, Schweden, Dänemark, Finnland, vielleicht wenn die dort hin. Und jetzt, wo die Grenze zu Dänemark stärker kontrolliert wird, bedeutet das natürlich für Deutschland, dass sie mehr Flüchtlinge haben. Jetzt ist aber die Frage, warum hat Dänemark den Schritt gemacht? Dänemark ist nämlich nicht der erste Staat, der die Grenze ein bisschen stärker anfängt zu bewachen oder gar anfängt dicht zu machen. Viele Länder und eben auch gerade die skandinavischen Länder haben angefangen, die stärkere Grenzkontrolle durchzuführen. Das heisst, im Fall von Dänemark wären die Flüchtlinge jetzt einfach in Dänemark stecken geblieben, wenn die nicht die Grenze zugemacht hätten. Die Frage ist jetzt, ob Deutschland auch als nächstes die Grenze zumacht, dann vielleicht weiter Italien und das immer weiter schwappt, sodass die Flüchtlinge am Schluss gar nicht mehr in die Europäische Union kommen. Also versteht ihr, es wäre dann so eine Art Kettenreaktion von Staat zu Staat und wenn alle Grenzen dicht sind, bzw. stärker kontrolliert werden, haben die Flüchtlinge gar keine Möglichkeit mehr vom einen Land ins andere zu kommen. Das bedeutet umgekehrt aber auch, dass die Flüchtlinge, die jetzt in eigentlichen Zwischenlager irgendwo feststecken, plötzlich an Ort und Stelle festkleben. Das ist natürlich vor allem für die Länder, die eigentlich zuerst nur als Flüchtlingsdurchgangsstation gedacht gesehen sind, eine zusätzliche Belastung. Ich möchte an dieser Stelle zwei Sachen festhalten. Zum einen sind Flüchtlinge Menschen. Du kannst nicht Menschen einfach wie Kakerlaken oder so etwas von der Tür fernhalten. Du musst ein paar ins Land lassen. Ich finde, es hat für jeden Flüchtling einen Platz, allerdings müssen die Staaten die gleichmäßig, also fair verteilt aufnehmen. Das heisst, da müssen sich die Länderchefs von verschiedenen Länderbündnissen, wie zum Beispiel eben der EU, irgendwie zusammen einigen, dass jedes Land gemessen an der eigenen Bevölkerung oder an der eigenen Fläche gleich viele Flüchtlinge aufnimmt. Durch die faire Verteilung wären dann Flüchtlinge in Ländern, wo es jetzt zum Beispiel viel mehr Flüchtlinge hat als in anderen, besser dran, weil sie dann nicht mehr so viel sind und bessere Integrationschancen haben. Gleichzeitig muss dann aber auch nicht die Bevölkerung von nur einem Land das Gefühl haben, sie müssen hier alle Flüchtlinge aufnehmen. Man muss also wirklich zeigen, es muss fair verteilt werden, dann geht es den Flüchtlingen gut und dann geht es auch der Bevölkerung gut. Gleichzeitig würde das aber auch für die Schweiz bedeuten, dass wir praktisch keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen würden, weil wir gemessen an unserer Landesfläche und an unserer Bevölkerungsanzahl schon wirklich deutlich überdurchschnittlich viel aufgenommen haben. Hat ihr meine Argumentation können verstehen? Sind ihr zufälligerweise anderer Meinung? Sind ihr eher der Meinung, wir sollen Flüchtlinge aufnehmen, egal wie viele das sind? Oder sind ihr der Meinung, nein, die müssen wir alle sogar abschieben? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ja, und nach dem fast schon düsteren Blick ins Ausland blicken wir jetzt einmal ins Inland, nämlich ins Bundeshaus nach Bern. Dort ist nämlich eine ziemlich interessante Studie veröffentlicht worden. Parlamentarier getrauen sich immer weniger, nicht nach dem zu handeln, was auch sich ihre Parteivorschriften vorschreiben. Ich mache mal ein Beispiel. Sagen wir, ein Nationalrat aus der SVP findet während der Debatte plötzlich, Moment mal, die Idee von der SP ist an sich ganz okay. Er überlegt sich also dafür zu stimmen, getraut sich aber nicht, weil man A. später nachschauen kann, wer was stimmen kann und B. er einfach Schiss hat dadurch,
die Wut oder irgendwie das Misstrauen von den Mitgliedern aus seiner Partei auf sich zu laden. Es geht jetzt übrigens nicht um SVP, SP, es kann irgendeine Partei sein. Es geht einfach darum, Parlamentarier stimmen immer weniger nach eigener Überzeugung, sondern sie stimmen eigentlich nur nach dem, was der Parteipräsident oder das Parteiprogramm vorschreibt. Das ist meiner Meinung nach ziemlich schade, weil das heisst nämlich, dass Politiker beim Wahlkampf immer nur sagen können, wählt mich, weil meine Partei sagt das und das und das. Das heisst wiederum, dass Politiker nicht mehr können sagen, wählt mich, weil ich das und das machen werde, weil ich mich für das und das stark einsetzen möchte. Das können sie leider nicht mehr sagen, weil sonst sie möglicherweise einen Clinch mit der Partei bekommen. Ich finde die Entwicklung ziemlich schade, das heisst, man ist nämlich gezwungen, sich irgendeiner Partei anzugleichen, wenn man in Politik möchte und eigentlich irgendetwas verändern möchte, was wiederum zu einer Blockade von guten Ideen führen könnte. Man kann an dieser Sache leider nichts ändern, trotzdem bin ich auf eure Meinung sehr gespannt. Und noch eine ganz kleine Kurzmeldung aus der Schwimmbad- und Fotografiebranche, wo man sich jetzt garantiert fragt, was haben die denn miteinander zu tun? In den meisten Schweizer Schwimmbädern ist es momentan verboten, Fotos zu machen, weil man a. nicht will, dass sich die Menschen bloßgestellt fühlen und b. man auch nicht will, dass irgendwie Pädophile an die Fotos gelangen und dann irgendwie die Fotos von Kindern anderweitig verwenden. So etwas möchte man nicht. Allerdings ist jetzt das Berner Schwimmbad Bern Aqua, gut, ist jetzt schwierig zu erraten, dass das aus Bern ist, einen fragwürdigen Schritt gegangen und hat das Verbot abgeschafft mit der Begründung, dass es die Gäste die ganze Zeit heimlich machen. Ich kann mir vorstellen, dass es an dieser Begründung etwas dran hat. Allerdings, wenn ich ins Schwimmbad gehe, möchte ich nicht gerade so fotografiert werden, außer ich willige das ein. Und durch die Absenz von diesem Verbot kann jetzt an sich jeder Fotos von mir machen, wenn er möchte. Was ich nicht ganz so toll finde, weil ich eigentlich im Schwimmbad einfach relaxen möchte. Das ist zwar meine Meinung, aber die Betreiber von dem Schwimmbad haben auch noch auf etwas anderes sehr Interessantes aufmerksam gemacht. Die meisten, die im Schwimmbad Fotos oder Videos gemacht haben, sind in unserem Alter gesehen. Der Schwimmbaddirektor hat keine Erklärung für das, allerdings habe ich einen Erklärungsansatz. Durch den Trend vom Vloggen, wo jetzt viele YouTuber wie der Däner, der Unge schon seit langem machen und das wirklich als Trend festgesetzt haben, ist das Ganze erst ins Rollen gekommen. Denn die nehmen ihre Kamera ja überall mit und zum Beispiel auf der Longboard-Tour und überall, da hast du auch können sehen, wie sie im Schwimmbad hatten. Und das Beste ist, dass sie auch noch gesagt haben, dass es an sich verboten ist. Ich mag zwar ihre Videos, aber das dunkt mir dann doch ein bisschen kontraproduktiv. Und das ist es mit der 45. Folge von Swiss von Doof aus Switzerland. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und damit tschüss!